Obedan, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehren- und Festgäste, Herr Margaras Mohajeva, eine Institution, die sehr, sehr lange, nämlich seit 1851, schon eine wichtige Rolle für die Kärntner Gesellschaft spielt und sich wunderbar entwickelt hat. Ein Verlag, der es zur Aufgabe gemacht hat, die Kärntner Bevölkerung mit Büchern zu beliefern, sozusagen mit geistigen, kulturellen Bildungsgut und damit einen wesentlichen Beitrag auch für die Entwicklung dieses Bundeslandes zu leisten. Dafür danke ich und liebe Schülerinnen und Schüler, das, was heute hier auch inszeniert worden ist, bringt es, glaube ich, auch auf den Punkt und ist für uns eigentlich ein direkter Auftrag, dass man weiß, dass es nicht genügt, dann und wann irgendwelche Schritte zu setzen, sondern dass es ein Auftrag ist, stetig an einer gemeinsamen Entwicklung zu arbeiten und jeder in seinem Einflussbereich, in seinem Bereich die Möglichkeiten auch nutzt, dass es auch sozusagen in den Menschen, in den Köpfen der Menschen, in den Herzen der Menschen eine dementsprechende Weiterentwicklung in unserem Sinne gibt. Diese Aufgabe haben wir und werden wir auch in Zukunft natürlich nützen und tragen, denn man muss ja aus der Vergangenheit lernen, sagt man immer. Wir haben ja auch, und auch das gilt auch für Herrn Margaras, das gilt für viele, die auch hier herinnen sind, es hat ja auch schwere stürmische Zeiten gegeben. Gerade, was wir heute gehört haben, 50 Jahre Ortstafelsturm dieses Jahr, wo es natürlich wieder intensive Diskussionen mit der Vergangenheit gibt, was ja durchaus wichtig sein kann, denn wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt und die richtigen Lehren für die Zukunft zieht, dann haben ja solche Diskussionen durchaus auch Sinn. Aber sie müssen davon getragen werden, dass wirklich Brücken gebaut werden und dort, wo Brücken zerstört worden sind, dass man sie festigt und wieder aufbaut. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir heute auch gehört haben, zweisprachige Schulen, wie wir sie hier in Kärnten, in Klagenfurt haben, vom Kindergarten bis zu den Krippen, bis zur Volksschule, bis zur Oberstufe. Ich habe in den vielen Jahren auch meiner verschiedenen Funktionen auch die Möglichkeit gehabt, schon mehrere Besuche auch abzuhalten. Wir haben mehrere Veranstaltungen gemeinsam abgehalten und das Bild, das sich festigt, ist, dass es einfach wunderbar ist, wenn wir in der Landeshauptstadt auf eine Vielfalt zurückblicken können, auf eine Vielfalt vertrauen können, dass wir das als Stärke auch betrachten und dass wir dementsprechend gemeinsam selbstsicher auch für die Zukunft auftreten können. Ganz wichtig ist, dass man in der heutigen Zeit, das ist eigentlich logisch, aber man muss es trotzdem immer wieder sagen, dass natürlich Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit generell eine große Chance ist, gerade für die jetzigen Generationen, für die junge Generation in einer herausfordernden Zeit, auch international, dass man damit punkten kann, dass man damit einen wichtigen Beitrag auch liefern kann. Und wir leben das auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Ich darf auch im Namen der Stadt Danke sagen für alle Bemühungen, für die gemeinsamen Initiativen, die wir setzen konnten und setzen. Und ich nehme da natürlich das ganze Bundesland Kärnten auch mit hinein. Natürlich wird es immer wieder auch Menschen geben, die vielleicht, wenn man jetzt auf diese Befragung zurückblickt, die hier kritisch sind, die vielleicht noch Informationen brauchen, die vielleicht noch jemanden brauchen, der ihnen die Brücke baut. Das ist eben unsere gemeinsame Aufgabe. Die Landeshauptstadt Klagenfurt, das wird Ihnen schon vielleicht dann und wann aufgefallen sein, ist eine offene Stadt, eine Landeshauptstadt mit über 100.000 Einwohnern, ist das pulsierende Herz im Alpe-Adria-Raum. Und daher haben wir auch gemeinsam mit dem Vizebürgermeister Dolina diese Periode auserkoren, dass wir gesagt haben, wir setzen hier ganz klare Schwerpunkte in der Partnerschaft, in der Zusammenarbeit im Alpe-Adria-Raum. Da braucht man natürlich die Volksgruppen, da brauchen wir das, was wir hier mit einbringen können, weil wir wollen ja nicht nur Gespräche führen,
die letztendlich dann kein Ergebnis haben, sondern wir wollen ja weiterkommen. Und da brauchen wir die Kompetenz aller, die sich hier mit einbringen. Daher geht es um Erhalt, Stärkung und Weiterentwicklung, auch der slowenischen Volksgruppe, der Sprache. Da werden wir uns dementsprechend auch einsetzen. Da müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir hier in die richtige Richtung einen Beitrag liefern können. Wenn ich denke, unsere Partnerstadt Nova Gorica, seit 1965 besteht die bereits. Da gibt es einen intensiven Kontakt und Austausch. Und jetzt, in wenigen Tagen, haben wir eine schöne gemeinsame Initiative, die sich aufgebaut hat aus Gesprächen, dass wir mit Kopa ebenfalls eine Städtepartnerschaft eingehen werden, eine tiefe Verbindung, damit wir hier nicht nur davon reden, sondern tatsächlich hier jetzt die dementsprechenden Thematiken auch für die Zukunft gemeinsam bewältigen. Gestern ist schon angesprochen worden, haben wir ja eine schöne Tafel enthüllt für Herrn Janik, der ja als Sprachwissenschaftler, als Brückenbauer sozusagen auch in die Geschichte eingegangen ist. Und wir haben hier damit auch eine gute Verbindung für die Zukunft auch gelegt. Es schließt sich der Kreis. Wir haben ja auch den Rudolf Blümelweg, immerhin ehemaliger Leiter der slowenischen Caritas-Abteilung, dann Dompfarrer, ganz wichtig, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die Menschen wieder aufgerichtet, seelisch und psychisch, und Ehrenpräsident von Hermagoras. Auch hier schließt sich der Kreis. Und ich darf abschließend sagen, dass wir weiter unseren gemeinsamen Weg gehen werden, auch gemeinsam mit dem Kollegen Dolina und mit dem Stadtsenat. Ich muss auch sagen, dass es hier ja auch einen Wandel gegeben hat. Wir haben ja eigentlich, wenn wir hier Initiativen setzen, keine irgendwelche Diskussionen mehr, die in eine falsche Richtung gehen, sondern man informiert sich, man geht gemeinsam einen guten Weg, und das war nicht immer so. Da hat es ja andere Zeiten auch gegeben, und ich bin froh, dass wir zumindest diese Etappe schon erreicht haben. Man muss ständig weiter daran arbeiten, weil, noch einmal zurückkehrend, man soll ja aus der Geschichte lernen. Sie kennen ja das Zitat der großen Ingeborg Bachmann: Die Geschichte lehrt ständig, aber sie findet keine Schüler. Das sollte man jetzt eben in eine andere Richtung gehen und zeigen, dass man doch aus der Geschichte lernen kann. Daher gemeinsam mit Ihnen Gegenwart, Vergangenheit aufarbeiten, Gegenwart leben, Zukunft weiterentwickeln. Danke für die Veranstaltung, danke den Organisatoren, gemeinsam Skupno.